Welcome again to Vienna. Welcome in the Chancellery. I'm very happy being able welcoming you in good health here in Vienna. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schätze den engen Austausch mit Nordmazedonien sehr und ich habe den Umweltminister Nouredini getroffen und auch der Vizepremierminister Nikola Dimitrov und ich haben einander so oft virtuell gesehen, dass es zwar heute das erste physische Treffen war, aber dass es gewirkt hat, als wären wir schon lang im engen Kontakt und es fühlt sich an wie eine Freundschaft. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch besonders, Ihnen sagen zu dürfen, dass wir einen intensiven Austausch auch der Beziehungen pflegen. Der Innenminister wird noch dieses Monat, Ende April, nach Nordmazedonien reisen. Ich plane eine Reise Anfang Mai nach Nordmazedonien und auch nach Albanien. Und es ist jetzt aus österreichischer Sicht ganz wichtig, konkrete und glaubwürdige Fortschritte auch in der Region zu erzielen. Es geht darum, dass wir die Region des Westbalkans, insbesondere Nordmazedonien, auch dabei unterstützen wollen, den Weg in die Europäische Union zu gehen, tatsächlich jetzt ernsthafte, glaubwürdige Schritte zu setzen, damit hier Fortschritte gemacht werden. Warum? Neben dem Umstand, dass Europa- und Außenpolitik in Österreich einen wesentlichen Schwerpunkt auf den Westbalkan hat, ist es auch so, dass für Österreich der Westbalkan eine Chancenregion ist. Es verbinden uns historische Wurzeln. Wir haben hier wirtschaftliche Möglichkeiten. Der Westbalkan, insbesondere Nordmazedonien, ist auch ein Sicherheitsknotenpunkt und deshalb setzen wir hier auch ganz stark auf diese Region und wollen auch alles weiterhin tun, um in der Europäischen Union hier die Dinge voranzutreiben. Der Westbalkan ist aber auch ein enger Partner für uns, wenn es darum geht, Covid-19 zu bekämpfen. Wir wissen, dieses Virus kennt keine Grenzen, dieses Virus verbreitet sich in allen Regionen Europas, auch auf dem Westbalkan. Und Österreich ist auch hier im Lead, wenn es darum geht, die COVAX-Fazilität voranzutreiben. Und ich weiß, es gibt auch noch ein Treffen mit dem Außenminister Alexander Schallenberg, der hier auch entsprechende Schritte setzt. Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit wichtig. Unsere Unternehmen vor Ort bringen natürlich nicht nur in die Region, sondern auch zurück entsprechende Wertschöpfung und das ist wesentlich. Lassen Sie mich aber auch den Punkt der Migration ansprechen. Nordmazedonien war und ist wichtiger Partner in dem Bereich. Wenn wir illegale Migration stoppen wollen, dann müssen wir eng kooperieren. Dann setzen wir ganz stark auf die Zusammenarbeit mit Nordmazedonien, einem Land, das natürlich ein Nachbarstaat auch von Griechenland ist. Und im Moment wissen wir, dass die Westbalkanroute wieder die Hauptroute von illegaler Migration war. Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen. Im Jahr 2020 kamen mehr als 41.000 Migrantinnen nach Nordmazedonien. Es gibt viele gemeinsame Interessen. Es gibt gemeinsame Wurzeln. Und daher möchte ich heute auch ganz klar sein, wir appellieren an den portugiesischen Vorsitz, rasch die Finalisierung des Verhandlungsrahmens für die erste Beitrittskonferenz abzuschließen. Weitere Verzögerungen würden wirklich alle Seiten als Verlierer dastehen lassen. Nordmazedonien ist ein vorbildlicher Kandidat, ein Kandidat als EU-Mitgliedsland, das wichtige Schritte unternommen hat. Welches Land ändert schon seinen Namen, um tatsächlich auch hier richtige Schritte in Richtung Europa zu setzen? Und ich sage Ihnen eines auch ganz offen, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass Bulgarien hier weiter blockiert. Unter deutschem Ratsvorsitz sind enorme Bemühungen und Anstrengungen unternommen worden, um diese Blockade auch zu lösen. Es ist nicht gelungen. Es steht aber weiter ganz oben auf der Agenda, auch im Rat allgemeiner Angelegenheiten und bei den Außenministern, dass diese Blockade gelöst wird. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich. Ich appelliere, nein, ich fordere Bulgarien auf, diesen Widerstand jetzt aufzugeben. Wir haben angeboten, auch ich persönlich habe das angeboten, Wien als neutralen Boden für Gespräche, die auch hier vermitteln sollen, zu nützen. Das ist bisher nicht angenommen worden. Aber ich möchte auch hier ganz deutlich sagen, es entsteht ein Vakuum, wenn wir nicht endlich glaubwürdig diese Beitrittsperspektive in Taten umwandeln. Und dieses Vakuum wird ganz sicher gefüllt werden von Staaten, die einen Einfluss ausüben wollen auf diesem Gebiet, von China, von Russland. Und wir wollen hier
genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen hier den Westbalkan, insbesondere Nordmazedonien, auch einbeziehen in die Überlegungen zur Zukunftskonferenz, die nun endlich starten kann. Sie wissen, ich habe hier von Anfang an, auch schon vor der Pandemie, dafür plädiert, dass diese Zukunftskonferenz rasch startet. Sie wird jetzt mit einem Jahr Verzögerung auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene starten. Das ist gut so und mittlerweile ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass die Länder des Westbalkans sich hier beteiligen. Das ist wesentlich, denn der Westbalkan gehört zu Europa. Solange die Länder des Westbalkans nicht auch Mitglieder der Europäischen Union sind, das ist natürlich eine in die Zukunft gerichtete Vision, wird die Europäische Union nicht komplett sein. Beenden wir das Märchen vom Beitritt der Türkei zur Europäischen Union und setzen wir unsere Aktivitäten im Westbalkan entsprechend ein. Setzen wir unsere Energie dahin, dass wir die Erfolgsgeschichte der Integration weiter fortschreiben können mit den Staaten des Westbalkans, mit Nordmazedonien. Vielen herzlichen Dank für die intensive und gute Zusammenarbeit.